Wunderschönen guten Morgen, da sind wir zu unserem Abendmahlgebet. Ich bin noch ein bisschen müde. Herzlich willkommen, so schön hast du eingeschaltet. Und es ist uns wichtig zu sagen, das ist keine Show, das ist nicht einfach ein Programm, sondern es ist unser Herzensanliegen, dass wir in 7 Tagen miteinander in die Gegenwart Gottes kommen und dass du auch ein Tool mitbekommst, wie du Abendmahl weiterführen kannst, weil es ist ja nach 7 Tagen nicht einfach fertig. Heute möchten wir beim Josef dranbleiben, und zwar aus diesem Buch, und zwar das Kapitel 8. Es geht Fehler in der Geschichte, über das möchten wir heute beten in dem Sinne. Und ich möchte ganz kurz den Kontext erklären, für was wir beten. Und das ist nämlich hochinteressant, weil es gibt in der Geschichte von Josef plötzlich so einen Einschub im Kapitel 38, und es macht wie keinen Sinn. Plötzlich kommt so die Geschichte von früher. Die Geschichte war so gewesen, Jakobs, also Josefs Vater, der Jakob, hat ja auch einen Vater, der Judah. Und er hat einen Sohn verloren, und das hat Jakob miterlebt in dem Sinne, dass sein Vater einen Sohn verloren hatte. Und Jakob bekommt dann von seiner Lieblingsfrau noch einen Sohn. Und das ist eben der Josef. Und das war für ihn was ganz Spezielles. Und er hatte Angst, dass ihm das Gleiche passiert wie seinem Vater. Jetzt ist es hochinteressant, wenn man gewisse Themen, Verletzungen nicht ablegt im Leben, dann wiederholt sich das immer wieder, und man hat plötzlich Angst, Angst, dass man, sag ich jetzt mal, die Familie verliert, Angst, dass man auch krank wird wie der Vater, Angst, dass man auch die gleiche, vielleicht in die Sünden reintappt wie der Vater oder Mutter, wie auch immer. Und wenn man eben diese Ängste, diese Verletzungen, die Erfahrungen, die man erlebt hat, ganz früher, nicht ablegt bei Jesus, dann wiederholt sich das wieder. Ja. Und das ist einer der Gründe, wenn man das eben nicht versteht, das eingeschobene Kapitel, da macht das absolut keinen Sinn. Wieso bevorzugt Jakob, der Vater, Josef so krass? Wieso macht er nur Josef ein Gewand, währenddem ja schon seine Kinder, das sind auch seine Kinder, wütend werden, eifersüchtig sind, macht er das Ganze noch viel schlimmer. Und wir möchten so 4 Gedanken mit euch teilen, und dann werden wir mit diesen Gedanken zusammen das Abendmahl einnehmen. Und diese 4 Gedanken sind aus dem Kapitel 8, weil heute ja genau der 8. Januar ist. Und wir haben das Kapitel durchgelesen und einfach die Punkte genommen, die uns selber angesprochen haben. Und das kannst du mit allen anderen Kapiteln genauso machen. Welcher Punkt spricht dich an? Du kannst 4 Punkte draus nehmen aus irgendeinem Kapitel. Vielleicht hast du nur einen Punkt, der dich anspricht, und dann damit ins Gebet gehen. Und das Abendmahl ist ja immer eine Verbindung mit Gott. Das symbolisiert die Verbindung mit Jesus Christus, wo wir Dinge auch austauschen können. Genau. Der erste Gedanke ist, du musst den Fehler einsehen. Das ist wichtig. Also, dass du den Fehler einsiehst in dem Sinne, du hast nicht aktiv was falsch gemacht, aber passiv, wie so eine Verletzung, die man erlebt hat in der Familiengeschichte, wie nicht aufgearbeitet. Wie Jakob, wo plötzlich den Josef bevorzugt aus der Angst, dass ihm das Gleiche passieren könnte von seiner Lieblingsfrau. Etwas, was dir mega wichtig und lieb ist. Das ist das Erste. Es ist nämlich einen passiven Fehler in dem Sinne, dass man wie eine Angst hat. Und das hatte schon Hiob im Alten Testament. Hiob sagte, von dem, was ich immer Angst hatte, ist jetzt eingetroffen. Und dieser Satz ist eben wie eine Festlegung, wo in der unsichtbaren Welt eine Mauer macht. Also das Erste, man muss den Fehler einsehen. Es ist ein Fehler, weil nämlich den Fehler von Jakob hatte auch einen Einfluss auf seine Söhne. Ja, weil Judah hat es ihm ja dann nachgemacht. Also Judah hat auch seine Söhne beschützt oder wenigstens seinen 3. Sohn beschützt. Jakob kam bis ans Ende, wo er wusste, jetzt geht es um Benjamin, und dann wollte er dann zum Schluss noch Benjamin beschützen, bis fast die ganze Familie verhungert ist. Und es geht einfach darum, dass wir Fehler einsehen, ja, und auch um Vergebung bitten können. Weil du musst dir mal vorstellen, was der Vater den anderen Söhnen angetan hatte. Also er hat Eifersucht im Raum einfach sein lassen. Das heißt, es wurde alles noch schlimmer. Das heißt, der Fehler von Jakob, seinen Sohn aus der Verletzung zu bevorzugen, war für die anderen Söhne, das musst du dir mal vorstellen, vielleicht erlebst du die gleiche Konstellation, dass du spürst, dass deine Eltern vielleicht deinen älteren Bruder, deine Schwester bevorzugen. Und das löst was aus, und das Gefühl hat, ich bin nicht gleichwertig. Das ist das Erste.
Das Zweite, man muss den Kurs ändern. Was meinst du mit dem, Susanne? Ja, den Kurs ändern, dass du einfach dein ganzes Denken umdenkst. Und das ist möglich mit der Kraft von Jesus Christus. Und ich glaube, dass es heute der Moment ist, und das erwarte ich auch so, und du kannst genau dein Herz dafür öffnen, dass du heute diese sanfte Stimme vom Heiligen Geist hörst, der dir sagt, weißt du was, du hast es bis jetzt so gemacht, hier ist ein Weg offen. Und weil Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Weg eben frei. Und ich glaube, dass er heute mit einer sanften Stimme zu dir spricht. Vielleicht während du hier zuhörst, vielleicht während du auf dem Weg zur Arbeit bist, vielleicht wenn du auf der Toilette sitzt und einen Moment einfach für dich bist, wo plötzlich so ein Blitzgedanke kommt, eine Stimme vom Heiligen Geist, der dich aufmerksam macht, dass du es von jetzt weg anders machen könntest. Also der erste Gedanke war gewesen, dass du das einsiehst, man hat einen Fehler gemacht in dem Sinne, weil man das nicht aufgearbeitet hat, aus der Vergangenheit wiederholt sich wieder. Man muss den Kurs ändern, überlegen, was kann ich jetzt ändern. Es ist offen für Veränderung. Ja, es ist ja nie zu spät in dem Sinne, dass man Dinge erkennt. Manchmal, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz so jung, denke ich, meine Güte, hätte ich das vor 20 Jahren erkannt. Ja, lieber jetzt zu spät als nie, sagt man. Dann das Dritte ist eben ein Fehler lähmt. Fehler lähmen. Es ist interessant, Jakob hatte den Josef beschützt und als dann Josef, wie gesagt, eben aus seiner Perspektive getötet wurde, hat er den nächsten Sohn, den zweitjüngsten, den Benjamin, auch wieder beschützt. Also er hat den gleichen Fehler nochmals gemacht. Also ist ähnlich, wie ich das diesen Sonntag gesagt habe. Josef hatte nicht einen Traum, hatte zwei Träume, hat zweimal den gleichen Fehler gemacht. Das sieht man beim Vater genau gleich. Dann plötzlich hat er den Benjamin beschützt. Er wollte ihn nicht nach Ägypten ziehen lassen, um zu schauen, ob, wie gesagt, die Brüder noch leben. Also es ist krass, es lähmt uns. Und der dritte Gedanke, Susanne, und dann werden wir mit diesen 4 Gedanken das Abendmahl zusammen einnehmen, ist, dass man... Fehler sind menschlich, aber kämpfe nicht alleine. Und ich habe Bilder gemalt, also mit Weingläser, weil das für mich das Abendmahl symbolisiert oder mich daran erinnert. Aber die Gläser sind eigentlich, entweder sind es Jesus oder es sind wir. Und du siehst in der Beschreibung einen Link, du kannst auf diesen Link klicken und dann kommst du zu den Bildern. Nimm einfach das vom 8. Januar, wenn du voraus die Bilder schon anschauen möchtest, weil du dich vielleicht auf den nächsten Tag vorbereiten möchtest, dann kannst du natürlich auch schon das vom 9. Januar anschauen und Gott zu dir sprechen lassen. Und ich sage dir, wie Gott zu mir gesprochen hat. Ich habe dieses Bild gemalt. Hier. Oh, jetzt ist das andere gekommen. Genau das, was ich nicht wollte. Sie hat so viele Bilder, gell? Ja, natürlich. Alle 7 sind drauf. Okay. Also, hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich komme noch zum Bild. Es wird noch kommen. Ja. Hier ist es. Voilà. Hier ist es. Ein bisschen Ich tricky halte mit es dem für dich. iPad. So. Und das Bild symbolisiert für mich, kämpfe nicht alleine. Wir brauchen einander und wir brauchen Jesus. Und weißt du, das eine Glas ist so verzogen. Ich weiß nicht mehr genau, warum es so verzogen ist. Vielleicht bin ich auf eine falsche Taste gekommen. Aber es symbolisiert genau unsere Fehler. Und unsere Fehler sind nicht das Ende für Gott, sondern er kann auf krummen Zeilen gerade schreiben, wenn wir uns ihm hinhalten. Und eigentlich, jetzt darfst du es wieder runternehmen. Ihr könnt das Bild, wie gesagt, selber runterladen. Wir haben den Link eingeblendet. Und es geht darum, das Kreuz hat ja zwei Balken. Der eine symbolisiert die Verbindung von mir zu Gott und der andere symbolisiert, das sagen wir einfach so, die Verbindung von Mensch zu Mensch. Und vielleicht bist du in einer Lage, wo du merkst, da kommst du alleine nicht mehr raus. Und ich ermutige dich, kämpfe nicht alleine. Nimm Kontakt auf mit einer vertrauenswürdigen Person, wo du sagst, hey, schau mal, ich habe Mist gebaut, ich habe da einen Fehler, ich brauche Veränderung und ich schaffe das nicht alleine. Dann das ist das, was das Bild symbolisiert. Cooles Bild.
Ich habe viele von diesen Bildern schon gesehen, musste immer Feedback geben, ist es gut, ist es nicht gut, und ich habe oft gesagt, ich sehe den Unterschied nicht. Aber Ich könnte es so genau. zeigen, dann muss ich nicht auf dem Bildschirm, Also, dass du es nochmal siehst. gut. Wir Also, brauchen einander und wir brauchen Gott. genau. Also ihr Lieben, es ist so, wenn man das Abendmahl eben einnimmt, ist es gut, wenn man eine Geschichte hat in dem Sinne. Wir möchten auch nicht jeden Tag immer das Gleiche beten, darum haben wir bewusst das aus dem Buch genommen von Josef, eben Fehler, die man macht aus Grund von Verletzungen, spreche ich jetzt, oder von Dingen, die geschehen sind. Und du kannst jetzt die Elemente nehmen, wir haben da so, ich mache es ganz, ganz hoch, das ist so unser Abendmahl, Ritual, so hier ist das Brot. Und hier ist der Wein. Jetzt kannst du die Elemente nehmen, wenn du zu Hause bist. In dem Sinne, nimm mal das Brot. Und wie gesagt, wir möchten jetzt bewusst das Abendmahl einnehmen für alle diese Dinge, wo wir sagen, ich habe Angst. Ich spreche jetzt von Angst, dass dir das Gleiche passiert wie deinem Vater, deiner Mutter, das Gleiche passiert wie deinem Onkel. Oder du hast Angst, dass wieder vielleicht du, sag jetzt mal, betrogen wirst, vielleicht über den Tisch gezogen wirst. Das sind so Ängste, die sind so latent irgendwo, die schlummern. Und wir nehmen das Abendmahl bewusst über diese Themen. Und Jesus nahm ja das Brot und hat Gott gedankt. Und das ist das Erste. Lieber Vater, nämlich danke dir, dass ich schon mal in der Position bin, zu wissen, mein Leben ist nicht mal einfach im Zufall geweiht, sondern du hast versprochen, dass deine schützende, begleitende, leitende Hand über mich ist, hinter mir, um mich, über mich und auch unter mir. Und du hast sogar den Engel befohlen, mich zu tragen, dass ich nicht mal meinen Fuß auf einen Stein stoße. Und ich lade dich jetzt ein, dass du einfach das proklamierst, und Proklamation hat mit dem zu tun, du stellst eben Gott in das Zentrum. Und weil unser Hirn kann sich nur für eine Sache auf einmal Gedanken machen. Und Proklamation ist nichts anderes. Ich schiebe Gott in meine Gedanken hinein, und Ängste und Zweifel und Sorgen, alle diese Themen gehen jetzt im Namen von Jesus Christus weg. Und ich danke dir, sag Gott, danke, danke für deine Arbeit, danke für dein Leben, für dein Haus. Danke, dass du Steuern bezahlen kannst. Es ist immer auch etwas, wenn du viel Steuern bezahlen musst und darfst, hast du auch ein gutes Einkommen. Und wir danken dir für auch alle diese Dinge, wo du gebetet hast. Wenn du vielleicht jetzt mal zurückschaust, jetzt hast du eine Familie, aber es gab einen Tag, da warst du Single und du hast Gott in den Ohren gelegen für eine Frau, für einen Mann, für Kinder, und plötzlich hat man das alles und plötzlich vergisst man aus lauter von Challenges, dass man eigentlich so in dermaßen gesegnet ist. Und Jesus dankte Gott für alle diese Dinge, weil wenn es etwas gibt, was der Teufel hasst, ist, wenn wir Gott Danke sagen, wenn wir Gott in das Zentrum stellen. Und das machen wir jetzt, indem wir das Brot in die Hände nehmen. Und jetzt essen wir das Brot im Bewusstsein. Jesus sagte, das ist mein Leib, der wurde für euch hingegeben. Und so oft ihr von diesem Kelch, von diesem Brot isst, ihr verkündigt die großen Taten von diesem Gott im Himmel. Und ich nehme dieses Brot, und jetzt nimm deine Ängste. Deine Ängste. Ängste sind latent da, wo dich auch leitet, dass wir gewisse Fehlentscheidungen machen oder Menschen bevorzugen oder uns ganz komisch verhalten. Jetzt nimm du dieses Brot und sag, der Geist der Angst, der Geist der Erlebnisse, die ich gemacht habe, die sind real. Diese Dinge haben keinen Platz mehr in mir, weder in meinem Geist, auch nicht in meiner Seele. Und jetzt esse ich das und ich kaue es. Und während du es kaust, kannst du dir einfach vorstellen, dass du die Dinge ans Kreuz bringst. Und was man abgibt, das macht einen wieder offen für etwas Neues. Bring deine Ängste ans Kreuz und leg sie dort ab. Löse dich von diesen Ängsten, löse dich von diesem Fehlverhalten, wenn du es eingesehen hast. Und was du dafür empfangen kannst, ist Weisheit. Es steht im Jakobus 1, Vers 5, dass Gott denen gerne Weisheit gibt, die ihn darum bitten. Und du bringst die Angst, du bringst die Fehler, die Fehlentscheidungen, die du getroffen hast, vielleicht aus Mangel von Weisheit, und du empfängst jetzt Weisheit. Yes. Weil wir Gott darum bitten, dass du jetzt den Geist der Weisheit ausgibst.
Es gibt so ein Wort, während ich das Brot gegessen habe, kam es so prophetischen Sinn, das Wort, das wird mir nie mehr passieren. Das ist ein krasses Wort. Natürlich, wenn man einen krassen Fehler selber verschuldet hat, ist das okay, wenn man sagt, das passiert mir nie wieder. Das ist wie ein Statement, das kommt nicht mehr in Frage. Aber es gibt aber auch Dinge, Eigenschaften, die sind aufgrund von Verletzungen, eben wenn du betrogen wirst, wenn du plötzlich hast, vielleicht ein Vater hat sich nie Zeit genommen für dich, und dann sagst du plötzlich, das wird mir nie passieren. Und was dann geschieht, dass du vielleicht dein Kind überbehütest, dein Kind wie ein Gefängnis setzt, dass das Kind gar nicht darf, weil du hast das Gegenteil erlebt. Man kippt immer vom einen Extrem in das andere. Und dann ist es eben nicht göttlich. Dann bist du zwar viel zu Hause, aber dein Kind kann sich nicht entwickeln, auch ein bisschen mit Freiheit. Und dann muss es eines Tages ausbrechen. Ich sage immer, ein Kind brecht nur dann aus, wenn es was zum Ausbrechen gibt, weil sonst brecht ein Kind nicht aus. Und du merkst, das sind diese Themen der Ängste, der Verletzungen, der Vergangenheit, die man erlebt hat, die sind so tiefgründig, dass wir oft im Verhalten eben Dinge tun, die mit dem zu tun haben. Und jetzt nehmen wir den Wein, wie gesagt, wir haben das Gott hingegeben und das ist ein Statement, das ist nicht einfach so ein Ritual, sondern es hat eine geistliche Komponente. Was du geistlich löst, ist geistlich gelöst. Und was man menschlich löst, ist menschlich gelöst. Und gewisse Dinge muss man im Geiste lösen, weil man da wie Türen aufgemacht hat für die Mächte der unsichtbaren Welt. Ich sage jetzt auch, wir sind nicht besessen von Dämonen, aber man hat gewisse Bereiche, das man übergeben hat. Und das nehmen wir wieder zurück. Der Wein, Susanna, ist für? Der Wein ist für die Vergebung. Und ehrlich gesagt, ihr lieben Leute, ich gehe davon aus, ihr seht uns auf dem Kopf. Das werden wir bis morgen ändern. Sorry für das habe ich jetzt kurz nachgeschaut. Falls das der Fall ist, genau. Anfängerfehler. Aber genau dafür gehen wir ans Kreuz. Genau für unsere Fehler. Und wir trinken den Wein. Ich nehme Wein, weil der Traubensaft vergärt. Der Wein bleibt ewig und dann habe ich immer Wein bereit, jeden Tag einen Schluck. Und wir nehmen das und wir bringen unsere Fehler dir ans Kreuz. Und was wir dafür bekommen, ist Vergebung. Und das liebe ich, wenn wir den Wein nehmen oder den Traubensaft oder einfach etwas Flüssiges, was du hast. Wir lieben es. Ich liebe es, weil es durch mich hindurchfließt und ich kann es spüren und es ist die Vergebung. Und nimm das, du bringst die Fehler ans Kreuz und du empfängst Vergebung. Ja, und ich möchte auch für das beten, weil Jakob hat ja Josef bevorzugt. Jetzt stell dir mal vor, dass das Elend, das er seinen anderen Söhnen angetan hatte, das ist mega krass, das kann man nicht mehr ändern. Und das tut mir mega, mega weh. Und ich möchte jetzt auch für das beten, wo du wirklich Menschen in deinem Umfeld wehgetan hast. Das kann man nicht mehr ändern. In dem Sinne kann man nicht mehr ändern, aber man kann aufstehen und sagen, okay, bis hierhin habe ich gewisse Fehler gemacht, aber von nun an bis der Rest von deinem Leben werde ich die Geschichte ändern. Wenn du dieses Blut trinkst, diesen Wein trinkst, dann trink Vergebung, weil wenn man das sich bewusst wird, was man anderen Menschen angetan hat, dann entsteht eine unglaubliche Enttäuschung, eine unglaubliche Ohnmacht, ein Gefühl der Anklage, ein Gefühl von Schmerz auch. Und ich möchte bewusst das trinken für da, wo wir Menschen Schmerzen zugefügt haben, weil wir aus den Verletzungen überreagiert haben oder gewisse Dinge eben falsch gemacht haben. Man kann das nicht mehr ändern, aber Gott integriert. Und das ist die Botschaft der Bibel. Gott integriert jeden Fehler. Jeden Fehler integriert Gott nochmals in seinen Plan. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es bitter. Wirklich bitter, bitter für uns alle. Und ich glaube, das ist das, wieso Leute sagen, ja, die Bibel ist nicht perfekt, es ist ungehobelt. Ja, es ist unser Leben. Und dennoch sagt Gott, und das ist die Gnade, dass Gott alle diese Dinge, die wir wirklich falsch gemacht haben, wie Josef, 13 Jahre im Gefängnis, Plan B, sage ich immer wieder, nimmt Gott und dreht es am Ende in einer ganz, ganz krassen Geschichte. Jetzt nimm diesen Wein und nimm es als ein Bewusstsein, Jesus stellt auch Dinge wieder her. Und ich bete jetzt für dein Leben, dass diese Dinge, die du falsch gemacht hast, die wir falsch gemacht haben, ich sage jetzt bewusst wir sind alle im gleichen Boot, niemand ist perfekt. Wir halten das hin, Jesus, und du hast eine so krasse Eigenschaften durch die ganze Bibel, durch die ganze Geschichte von Josef, von Jakob und auch dem Vater Judah. Du hast
verschiedene Botschaften, aber diese Botschaft nehme ich für mich in Anspruch, dass du aus dem Minus wieder ein Plus drehst. Dass die Dinge, die total ich so Menschen auch in das Elend gezogen hast, du gibst Payback, du kannst es zurückbezahlen. Man sagt immer, was der Teufel gestohlen hat, das wirst du Gott nochmals zurückgehen, 10-fach, 60 oder auch 100-fach. Und ich segne dich jetzt für diesen Tag wirklich ganz, ganz bewusst, weil wir haben jetzt ein tiefes Thema im Abendmahl gebracht und es kann sein, dass während dem Tag dir jetzt Dinge bewusst wird. Dann bitte schreib es auf, geh in den Dialog mit Gott und frage, was kann ich unternehmen? Und manchmal muss man hingehen und Menschen sagen, es tut mir leid, ich habe was falsch gemacht, bitte vergib mir. Und es tut mir leid ist eines der schwierigsten Worte, das fast nicht über unseren Mund kommt. Und ich finde, das ist doch gar nicht ein so Problem, weil dann, wenn du sagst, tut mir leid, du öffnest jedes Herzen, weil das Gegenüber sagt dir, ja, ich bin auch nicht perfekt. Und ich segne dich einfach, dass am heutigen Tage Gott dir Themen auf den Tisch bringt, die er auf den Tisch bringen will. Und ich bete auch, dass Gott dich bewahrt vor den Dingen, die nicht in dein Leben hineintreten dürfen. Und ich bete auch für einen klaren Geist. Und ich bete auch wie bei Josef, dass die Gunst Gottes dich begleitet. In allem, was Josef tat, die Gunst Gottes war mit ihm. Und ich bete über deinem Leben, die Gunst Gottes begleitet dich, die Gunst Gottes umgibt dich und die Hand Gottes lässt dich nicht für einen Moment los im Namen von Jesus Christus. Vielleicht, wenn du das Buch hast, dann liest das Kapitel 8 nochmals, 8 und 9 besser gesagt nochmals, weil da wird das nochmals erklärt in der Geschichte von Josef. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das oft nicht verstanden, warum hat Jakob den Josef so bevorzugt. Und wenn man die Geschichte weiß, denkt man, okay, menschlich total nachvollziehbar, aber für die anderen Söhne eine absolute Katastrophe. Also, wir segnen euch einfach, dass die Gunst Gottes mit euch ist und wir sehen uns morgen wieder um 7. Um 7 und dann hoffentlich gerade und nicht auf dem Kopf. Ja, das Thema heißt ja Fehler. Ja, genau. Darum passt es. Also, Fehler in der Geschichte. Also, tschüss. God bless you. Ciao, Mach's ciao. gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.